Da sind wir vorne zurück bei Pikmin 4. Ja, außer dem Let's Test wurde wohl doch noch ein Let's Play. Und wir gucken mal, was wir heute so alles schaffen werden, wa? Ja, ist alles bereit. Die Biege ganz stark, wenn immer du das Signal zum Aufbruch gibst. Immer noch Probleme mit dem italienischen Akzent, Der vor allem, es gar kein richtiger Akzent ist. Aber ein anderes Thema. Verabschieden. Ich verabschiede mich, wa? Wofür? Das Game Over oder was? Achso, verabschieden, okay. Ja, das ist schon von wegen, ja, wir geben auf. Das ist irgendwie kacke. Also, in der letzten Folge, genau, wir sind noch hier. Müssen noch hier nochmal hin. Wir haben ein bisschen ausgekundschaftet, was es eigentlich hier so alles gibt. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir eigentlich auch schon einen zweiten Landeplatz ansteuern können. Das würde mir jetzt irgendwie helfen, wenn ich ehrlich sein darf. Sonnige Anhöhen, Fortschritt 0%. Doof, wa? Naja, man, das Ganze soll ja kein perfekter Run und so werden. Es geht ja ums Ausprobieren und Erleben, wie immer eigentlich. Weil sonst könnt ihr direkt so gut irgendeinen Speedrun oder so machen. Vielleicht ein anderes Mal. Ich bin ja zum ersten gelandet und zum zweiten. Ich bin am ersten war. Hey, die können es auswählen, wo ich landen will. Ich bin irgendwie verkackt. Oder was verkackt war. Okay, nehmen wir mal ein paar Pikmin mit. Nehmen direkt mal alle. Nein, und Glied, dankeschön. Und los geht's. Erstmal gucken, sind die alten Gegner noch weg? Die sind glaube ich noch weg. Das war doch, wie war das? Ich glaube, die spawnen schon nach, aber es noch gewissen Zeit, wenn ich jetzt den Kopf habe. Das war damals so. In anderen Pikmin-Teilen. Ich glaube, nach 2-3 Tagen nachgespawnt. Gehen wir jetzt noch runter. Ob es wohl ein Logbuch eintragen zu diesem Granatengitter? Ja, haben ihn gefunden. Was? Ja, eine Höhle drauf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzten. Sie stieß eiskalte Luft aus. Wenn es noch Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Das Ökosystem des Millenniums ist voller Mysterien. Von Olimar. Ist ja ganz schön gründlich, dieser Olimar. Ist ein super Bursche. Mamma mia. So. Gucken wir mal runter. Ein Pikmin zurückschicken. Nö, passt schon. Dankeschön und los. Wenn die Kälte angepasst sind, ich meine, das ist ja schon mal der Hinweis, man sah es in den Trailern und eben, das kann ich glaube ich auch mal deutlich erwähnen, ja, es gibt Eis-Pikmin in diesem Spiel, zum ersten Mal übrigens in der Serie. Soweit ich mich erinnere, gab es die früher nicht. Ich bin gespannt, was eigentlich der große Unterschied nebst natürlich der Eisresistenz zu zum Beispiel so einem Steinpikmin oder so sein soll, die es im dritten Teil gab. Okay, jetzt eine gestrandete Person quasi. So, die Dinger machen wir aber ja später. Das ist hier für den Rückweg. Hallo? Komm zu mir. So. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass hinten uns irgendwas ist. Ne, warte mal, X war's. Die Kristalle hier unten, okay. Das hingegen sieht cool aus, aber ausschwärmen geht noch nicht, wa? Das Problem ist ja ausschwärmen. Der Pikmin ging früher mit X, aber jetzt nutze ich ja unseren Kumpel auf X. Den guten alten Ochi. Okay, diese Pikmin sind alle stark. Hä? Komm zu mir, Pikmin! Komm zu mir! Geht gar nicht, wa? Dann müssen wir erstmal das Vieh platt machen, wa? Eis-Pikmin. Ah, cool, dass wir die jetzt doch schon kennenlernen. Anders ist auch mir und Pikmin. Mal sehen, was also im Logbuch steht. Da Pikmin zur Hälfte Pflanzen sind, hätte ich nie mit einer Eisvariante gerechnet.
Hä? Hallo, was mit der roten Pikmin? Gut, es sind keine Feuer-Pikmin, es sind rote Pikmin, aber sie sind feuerresistent. Welche Pflanze ist feuerresistent? Gut, gibt es vielleicht auch irgendwie, aber sie vermutlich auch sehr selten. Eispikmin können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen, wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Mit Wasser begießen sollte man sie nicht. Olimar. Der Körper bestehen aus Eis? Absolut erstaunlich, dass sie sich mit einem gefrorenen Körper bewegen können. Allerdings. Huch. 25. Hm? Das sind ja eine ganze Menge Pikmin. Ein Moment größer als gewöhnlich. Oh, jetzt verstehe ich. Im Untergrund kann man mehr Pikmin als normal haben, wenn man wilde findet. Die anderen dann folgen. Aha, cool. Das Problem ist ja, mir fehlt eine Zwiebel. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Entschuldigung. Passiert nicht normal. Wo ist der andere? So, dann erst einmal sollen die ein bisschen schieben. Schieb, den kleinen Racker, schieben! Papiertür verschoben. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Einmal Oce bitte. Sehr schön. Dann haben wir das mit Eispikmin auch gemacht. Was ist das? Aha. Gegenstand. Dann haben wir hier, sind entweder Gegner drin oder wieder Pikmin. Ich glaube eher Pikmin, da liegt eine Zwiebel. Noch mehr Eispikmin. Ich doch richtig erinnern, was im dritten Teil auch so, also nach dem Feuer-Pikmin, nach dem roten Pikmin, Entschuldigung, doch dann direkt schon die anderen getroffen haben. Eine neue Sorte. Was sind das? Die Flügel-Pikmin? Was ein bisschen seltsam finde ich auch im zweiten Teil. Damals hießen irgendwie auch noch, glaube die weißen Pikmin und die lila Pikmin. Aber ab dann waren es irgendwie auch keine Farbbezeichnung mehr, sondern halt irgendwie, ja, die Pikmin heißen halt anders, wie jetzt hier die Eispikmin irgendwie auch. Ja gut, wie willst du denn sonst sagen? Blaue Pikmin geht schlecht. Kristallpikmin geht auch nicht. In die Signale wirkt die ganz schön unruhig. Die Farbe ist der Platz für eine Zwiebel. Was meint ihr, wir sollen sie mitnehmen? Graben abgeschlossen. Ich will mal sagen. Warte mal. Ja, komm. Nehmt ihr sie mal mit. Weil ich glaube, hier brauche ich euch, wa? Achso, könnt ihr es gefrieren. Jemand umdrehen, komplett gefroren. Er sieht aus, als könnte es zerbrechen. Ja, Ochin, du bist unser Mann. Jo, ist er. Erstmal, wir gehen das noch zerbrechen. Hm? Die Signale, sie von den Zwiebeln etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie in die Oberfläche. Gerne. Ich wollte eigentlich, dass du das auch noch machst, hier, Kumpel. Das ist auch ein Kumpel. Wir haben die verstandene Person gefunden. Überbringen schnell die Lebenszeichen. Puls, Blutdruck, alles, Tipo Bello. Und der Transport zu Beagle. Wir brauchen dafür 3 Stück. Nehmen wir 3 Eispikmin, die sollen schön gefrieren, ne, damit er konserviert bleibt. So, währenddessen nehme ich eventuell ein paar Dinger mit, wa? Wir können Eispikmin mitnehmen, natürlich ohne Zwiebel ist eigentlich eher doof, was ich hier treibe. Aber könnte trotzdem funktionieren. Dann haben wir hier noch einen Gegenstand, da sollen wir mal die rote mitnehmen. Eine gute gemacht. Sehen Sie mal, was die Visitenkarte uns verrät. Oh, das ist doch Ruse. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus Rohmaterialien kann sich Hilfsmittel fertigen. Zum Glück ist dir nichts passiert. Das ist Ruse. Ja, das Große. Du hast Ruse gefunden.
Ich bin Bruce. Suche weiter. Ja, Colin, ist gut. Also, Entschuldigung. Alles erledigt? Ja, im Prinzip schon. Ich würde dann gerne mal... Ne, fast. Was ist das denn? Mein Schatz nennt sich doch wohl nicht, Schatz oder nicht? Das ist eine kleine Menge Glitzerie, um enthalten zu sein. Was sind Kreaturen? Okay, krass. Noch einen Schatz eingesammelt. Ja, ne, sie kommt auch direkt. Den Rest also dann mal. Das heißt, nochmal alle Pikmin einsammeln und dann gehen wir in die andere Oberfläche quasi. Und gerade ob ich die Dinger hier irgendwie direkt auch einsammeln könnte. Oh, scheint zu klappen, wa? So. Pikmin, Pikmin, la 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 la. Hier unten scheint die Zeit gar nicht voranzuschreiten, wa? Also habe ich hier theoretisch unendlich Zeit. Kann man kaum vorstellen. Trotzdem mal möglichst viel mitzunehmen. Manchmal wollte ich eigentlich verzichten, aber gut, komm. Ja, trotzdem mit. Aber was eigentlich mit Otschin? Kannst du mit den Dingen auch was anfangen hier? Oh, ich dachte, vielleicht wächst er ja. Weil der Kumpel von Olimar, der war ja relativ groß. Und ich weiß, ich habe im Trailer gesehen, dass Otschin eigentlich auch wachsen müsste. Also größer sein müsste, aber ich weiß ja nicht, wie das geht. Noch kein Schimmer. So. 30 Pikmin dabei, wir gehen zurück in die Oberfläche. Ist hier ist auch nichts, nee. Frostkaverne, Geräte, einer. Komplett erforscht. Was? Da unten? Ah, genau da unten. Hatte schon das ganze Gebiet. Nee, das kann nicht sein. Ich hoffe, dass sie hier oben die Brücke, also Teile für die Brücke finden. Da ist man nämlich nicht ganz so sicher. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir auch die anderen Gebiete, beziehungsweise die anderen Teile hier vom Gebiet noch erreichen können. Das halt echt erst später geht, wenn wir in der Lage sind, ja, mit gelben Pikmin zu hantieren, wenn wir auch irgendwie dann mit Kollegen mitgehen können, erst zu zweit, zu dritt auf die Tour gehen können und dann die noch hin und her schicken können, wie halt damals Pikmin 3. Das wäre schon geil. Sieh noch, Michael, die Uhr. Da habe ich sie ganz bestimmt von der Expedition synchronisiert. Wenn du an der Oberfläche gewesen wärst, hätte mindestens 6 Mal mehr Zeit vergehen müssen. Aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf diesem Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Obwohl wir die ganze an der Oberfläche sind und uns betrifft es nicht. Das ist mega merkwürdig. Es wird die Zeit stillstehen. Ja, das ist halt... Oh. Oh mein Gott. Eine Zwiebelfusion. Hä? Die Zwiebel wurde absorbiert. Im Logbuch steht, dass es sich bei der hellen Knolle um eine Knopfknolle handelt. Was? Was für ein Teil? Ach so, die andere erhöht sich. Okay, krass. Das ist nicht mehr so wie früher, war es quasi dann eine Kombi-Zwiebel gibt. Und die Farbe bleibt jetzt immer irgendwie gleich. Okay. Sind sie wieder zurück oder was? Nee. Hä? Okay, die sind nicht despawned. Crazy. Ich muss ganz kurz gucken. Ich habe noch ein Problem mit der Steuerung ein bisschen. Ah, nee. Okay, jetzt geht's. So, also von hier aus kamen wir. Hier oben ist nochmal eine Zwiebel. Könnte das mit anderen Zwiebeln zusammenhängen? Wir müssen mal gucken. Warte mal.
Jetzt können wir jetzt eigentlich hier wieder raus. Sie wollte doch eigentlich da oben hin. Okay. Ja gut. Gucken wir mal, kann ich vielleicht mit Ochin das Teil da runterkloppen? Jo, der Trick funktioniert. Aber jetzt die Scheißzwiebel da oben hin. Darum das runterzuklappen. Ich glaube, ihr seid nicht hart genug dafür, wa? Aber ich habe jetzt Eispigmin hier oben. Können wir jetzt irgendwie... Warte mal, warte mal. Okay. Es muss wohl erstmal liegen bleiben. Schade, dass irgendwie, wenn ich hier runtergehe, dann komme ich da oben irgendwie raus oder so. Weil sie kommen hier überhaupt nicht irgendwie hin, wa? Ohne einen Kumpel stellen wir gerade ein bisschen schwierig vor, weil ich muss auch hier die Brücke noch irgendwie zu Ende machen. Warte mal. Hier müssen die Brücke weitermachen, aber es geht ja nicht, genauso wie ich eigentlich hier. Basis verlegen, aber so. Was, kann die Pikmin, die noch unterwegs waren, zurück oder was? Ja, so. Okay. Gut, kann man die Dinge einfach währenddessen auch verlegen. Okay, aber gar nichts gegen. Das Konzept eigentlich relativ nice, muss ich zugeben. So, den werden wieder für die Eispigmin sein. Ja, ist er tot. Eispigmin ist sowieso nachgeladen, noch etwas versuchen. Vielleicht klappt das ja. Die Pigmin-Farbe ist anders. Neue Pigmin gibt es nur in Zwiebelfarben. Also, na dann. Nehmen trotzdem mit. Wie kriege ich jetzt noch eine Zwiebel für die Eispigmin hin? So, hier haben wir natürlich auch ein paar Viecher drin, aber mit den Eispigmin müsste ich eigentlich in der Lage sein, das Ding hier einzufrieren, oder? Theoretisch. 30 brauche ich dafür. Was? Okay, das geht aber einfrieren so. Da können 30 Pikmin kommen. Vor allem von der Eissorte. Habe ich den Tag jetzt ein bisschen verschwendet, kann das sein? Nein, ist da noch etwas? Ist das auch für die Brücke hier? Das ist für was anderes. Ja, ich müsste irgendwie hier hochkommen, weil ich ja dachte von wegen, ey, vielleicht ist das die Verbindung hier. Aber nee, 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 das ist schon anders geschaltet. Da gibt es hier noch ein paar mehr, oder? Okay, warte mal. Habe ich was übersehen damals? Nee, oder? Ah, aber wir können ganz kurz gucken. Aber mehr Eispigmin wird ich jetzt wohl nicht dabei haben, wa? Nee, nee, eben nicht. Scheiße. Das ist doch doof. Gut,
Gut, ihr habt dafür viele rote Pikmin, ne? Das ist auch schön. Ja, das heißt klar, es geht erst mit gelben Pikmin. Da ist noch so eine doofe Brücke. Über viel zu viele Brücken müssen wir gehen. Kann die Dinger eigentlich noch mitnehmen? Alle erwischt hier? So sieht's aus. So, den Rest gleich auch mal noch dahin schaffen. Dann klappt das soweit. Dann... Das Ding kann ich einreißen, tatsächlich. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ah, nicht einfrieren, ja. Also das bitte noch verschieben. Gegner scheinen sich keinen zu haben. Okay, da heißt hier bitte noch ausbuddeln. Na toll. Prima, die Pikmin sind richtig hilfsbereit und sie verstehen sich richtig gut. Ja, kann man so sagen. Oh, das ist nicht gut. Oh, die Kreatur ist eingefroren. Schnell, jetzt gibt es keinen Satz zu verlieren. Das ist die Gelegenheit. Mache sie platt. Ja, platter geht's nicht. Und hier ist noch eine Brücke, aber eben nach hier fehlen wieder Teile, um sie zusammenzubauen. Das ist doch gemein. Darüber komme ich auch nicht. Was sagt hier Ding noch? Hier komme ich herunter. Da ist der Zaun. Das sind irgendwelche Dinger, um die Brücke fertigzubauen auf den anderen Seiten jeweils. Im Einzelfall brauche ich wesentlich mehr Pikmin. Ja, da unten sind meine Freunde. Mhm. Jo, gehen wir doch mal wieder runter. Das heißt, erst ganz kurz runter zur Zwiebel und dann will ich mal sagen, könnten wir eigentlich... Da oben sind neue Gegner. Also, war noch gar nicht, deswegen. Moment, wo laufen jetzt? Doch, stimmt, okay. Entschuldigung. Nein, falsche Richtung. Danach können wir eigentlich nochmal ganz kurz in einen anderen Untergrund gehen. Aber ansonsten habe ich vorerst mal alles, was ich überhaupt holen kann, weil hier kommen wir noch nicht dran. Hier ebenso wenig, das haben wir gemacht. Da oben ist sonst was, wo ich noch nicht hinkomme. Ach, dahin eigentlich schon war. Warte mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit und der Untergrund, da vergeht die Zeit eh nicht. Was insofern ziemlich praktisch ist. Mal gucken, ob ich irgendwie im falschen Weg gehe.
Verstehe noch nicht, oder kann ich... Ah, jetzt! Ja, super. So klappt der Trick, ja. Geil. Hätte das mal vorher gewusst. Okay. Wenn das jetzt auch mal gemacht, ich wollte eigentlich hier drüben gucken. Bomben? Oder Brückenteile. Ah, solche Dinger. Ja, die Erdlöcher, da waren früher eigentlich immer so entweder Bomben oder noch mehr Bomben. Nein. So, mir ist egal, weil den Feuer-Pikmin, den roten Pikmin macht das ja nichts aus. So, da war also nur so ein Viech, ansonsten nichts. Ah, hinter mir. Ja, komm schon, warte mal. Ah, ich brauche die gelben dafür, scheiße. Gut, die haben noch nichts. Das heißt, aber, da haben wir jetzt einen Teil noch gesehen, da können wir also hin. Beziehungsweise eben, so eine gelbe habe, kommen wir dahin, da, keine Ahnung, muss ich erstmal mit den gelben hier durch. Dann mit den Eispickeln kommen wir dann vielleicht da durch, wenn ich genug habe. Die Brücken zu machen, hier brauche ich auch gelbe und nochmal einen Kumpel. Jo, ich glaube, mehr können wir momentan nicht machen. Also der Tag bald dem Ende näher, würde ich mal sagen. Wir gehen mit dem restlichen Pikmin, die wir dabei haben. Weil ich auch ein paar Eispikmin brauche. Gehen wir doch mal noch hier oben entlang. So, uns hier im Untergrund. Ich glaube, so können wir dann sowohl den Tag als auch die Folge gut beenden. Folgefabrik. Okay, warte mal. Hier kann ich ja, genau, da war ja die Idee davon. Warte mal, ich schicke die. Aha. Genau. Empfehlung, keine Eispigmen. Okay, machen wir. Ja, bringt nichts, wenn wir da mit Eispigmen runtergehen, dort unten ist alles heiß, dann schmilzt man die Eispigmen weg, da wäre ja scheiße. Noch dümmer wäre es natürlich, wenn er da unten Eispigmen bräuchte und das Spiel mir trotzdem sagt, ich empfehle aber keine mitzunehmen. Gerettete und Schätze. Heißt es jetzt, es gibt hier unten jemanden, den wir retten müssen, oder heißt es, es könnte jemanden geben? Ich brauche gelbe hier unten sogar. Okay, krass. Das heißt brauchen. Wäre cool, wenn ich welche hätte. Darf ich mal hinschicken? Also. Jetzt reicht's ja. Alle voller Nektar? Nee, nicht alle. Ich vermisse eine Sortierfunktion, Freunde, die es früher gab. Ich hoffe, die gibt es wieder. Künftig, später. Wie sieht es eigentlich hier unten so aus? Die besonders groß, okay. Fliegende, oh, die hasse ich. Also die gehen jetzt noch, aber es geht die andere. Wir haben gelbe Pikmin. Ich habe Spinne. Gelbe Pikmin, oh yeah. Ah, das muss ich nochmal hier hin, wa? Kacke. Gelbe Pikmin. Ich habe beschlossen, die hellen Pikmin mit den Ohren fortsetzen in gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Wäre es mit Strom-Pikmin? Also ganz ehrlich, würde es in Pikmin 3 oder 4 hätte es da gelb oder diese Pikmin gegeben. Den garantiert Strom-Pikmin geheißen oder sowas. Strom macht ihnen nichts aus und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch, außerdem können sie gut graben. Perfekt. Also auch so, dass die ersten 3 Pikmin-Arten dann irgendwie, also die roten, gelben und blauen, vor allem die gelben und roten, hatten ja sehr viele Effekte. Nachher haben ihnen gesagt, ja, so lila, Gift-Pikmin oder so, die haben einfach noch eine Fähigkeit fertig jeweils.
Was ja durchaus Sinn macht. Ich glaube, damals hätte sowieso niemals irgendwie ein Entwickler gedacht, von wegen, Pikmin, davon machen wir 4 Teile. Das sind ursprünglich nur 2 angedacht, ganz ursprünglich. Ich meine, zwischen den ersten beiden Teilen, ich glaube, irgendwie 2, 3 Jahre. Und zwischen den restlichen Teilen dann, ja, zu Pikmin 3, glaube ich, 9 Jahre, und zu Pikmin 4 sogar wesentlich mehr Jahre. 10. So. Oh, hier schon wieder. So, dann machen wir die gelben. Ja, den sind wir nicht. Die gelben können dann das mal platt machen. Und dann bin ich, glaube ich, auch soweit wieder durch, wa? Da fehlen mir noch 3. Wieso fehlen da Pikmin? Der muss eben an der Seite hin, geht also schon. Das dauert. Ich meine, ja, wir müssen ja eigentlich nicht warten, ne? Also beziehungsweise auf die Zeit achten, da wir im Untergrund sind. Na dann, viel Spaß! Ja, ist ja kein Problem für sie, aber dauert trotzdem ganz schön lange. Dankeschön. Hä, da geht's noch tiefer? Ach du Scheiße. Meine geliebten Pikmin, ne? Den haben wir damals vergessen. So. Obwohl es keinen Sinn macht, die mitzunehmen, weil sie können es auch gar nicht vermehren. Ich mache es aber trotzdem. Sieht doch hier auch soweit ganz gut aus. So. Na, aber glaube ich, ziemlich noch viel jetzt mitgenommen. Na, Schatz gefunden. Ist das ein Lebensmittel? Sieht so krass aus. Sieht aus wie ein Keks mit irgendwie Oriblatt drauf oder sowas. Oriblatt, ich meine natürlich, Sushi. Man heißt da schon wieder. So, fette Pikmin dabei. Ja gut. So, noch Rettungscrew. Hier war jetzt von dem her nix. Aber steht auch da von der Folgefabrik nur 50%, Oh je. Jetzt bin ich halt mal gespannt. Muss ich hier ganz kurz die gelben Pigmente zurückschicken, weil es gerade echt zu heiß wird, oder? Was geht hier unten ab?
Hm? Such, such. Braver Junge. Braver Junge. Hä? Da entlang war. Okay. Ist gut, ist gut. Erstmal ganz kurz warten. Notchim, machen erstmal den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Währenddessen können wir uns noch um das Vieh kümmern. Aber ganz schön, war. Nein! Ja, genau, sie wollen die gerade zu mir rufen. Come on! Oh nein, ein Pinguin steht in Flammen. Nicht schnell, lösch das Feuer. Was? Hab ich. Die Pfeife, Hotscha! Ja, hab ich ja. Der Brutzelboden hat sich ausgebrutzelt. Ja, tun sie. Die Gelben helfen immer, denn sie machen den Weg frei. So, mal gucken. Das Gebiet hier selber ist auch nicht so groß jetzt. Zum Glück. Währenddem ihr da dran seid, gehe ich mal wieder kurz zurück und komme gerade von... Ja, nee, komm. Hatte gerade kommt von der anderen Seite, aber lassen wir lieber. Kann das noch irgendwas passiert da? Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von Rettungscrew gefunden. Schnell, sehen wir uns die Visitenkarte an. Schnotz. Ein höchst angesehener Gutachter. Und eine zuverlässige KI entwickelt, okay. Kann das bloß sein, wie ist er hergekommen? Die Visitenkarte zu folgen, ist auch mein Staatsexperte. Was macht denn so jemand auf diesem Planeten? Ich frage mich, ob... das auch empfangen hat, ist aber vielleicht an die Schätze interessieren. Ah ja. Warum stürzen immer alle ab? Ganz ehrlich, was ist denn das hier? Hilfe die Gestrandeten. Och nö. Okay. Aber trotz der Hauptmission ist noch zu der Rettungscrew. Natürlich müssen wir auch Olimar helfen, ist ganz klar. Ich habe immer noch ein bisschen die leise Hoffnung. Oh. Eine leise Hoffnung, dass, wenn wir halt die anderen Crewmitglieder zuerst finden, dass wir vielleicht irgendwie krasse Gadgets oder Effekte bekommen. Da ist offenbar ein Gegner. Ja, genau, deswegen wollte ich gerade den Move machen. Okay, das war schräg. Okay. Ist das eine Süßkartoffel oder was? Oh, gelbe.
So haben wir das auch gleich noch. Ups, mein Fehler. Basis verlegen können wir dann theoretisch nachher auch noch. Ja, das sehe ich jetzt auch kein Problem darin. Na, sind schon da? Jo. Gut, da mal kurz die Basis verlegen. Ja, mach das mal. So. Ein paar Süßigkeiten, war so wie es aussieht. So, ansonsten haben wir alles. Ja, sieht gut aus. Perfekt, Mann. Perfekt. Ja, eben. Würde man sagen, wir sind hier soweit durch und wieder zurück. Kann man wieder gelbe Pikmin haben. Das dauert so ein Tag doch länger als angenommen, war? So schon bei 42 Minuten der Folge. Haben von dem eigentlich schon 2 Personen gerettet, war? Und viel Dinge eingesammelt. Lecco mio. Komplett erforscht. Die Folgefabrik. So muss es sein. Jetzt hat die Frage für den Rest vom Tag, was mache ich jetzt noch? Ich würde sagen, mit den gelben Pikmin sicher mal noch einen Elektrozaun noch einreißen. Wäre sicher nicht so schlecht. Der eine Knubbelknoll noch holen soll. Der Basis, wo ich gerade habe, es könnte knapp werden. Wir wollen nicht eine Oberfläche folgen, ja? Eine Oberfläche sein können, aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du deine Truppe auswählst, alle von deinen Pikmin waren Zwiebeln in der... Okay. Besser so. Wir sollen bloß warten. Die Gelben konnte ich jetzt trotzdem eine Zwiebel mitnehmen, oder was? Also ich würde jetzt mal sagen, wir brauchen das erste nicht mehr. Das sind eh zu wenige. Dann machen wir mal 20 von denen noch. Ja, genau deswegen. Das meine ich mir gerade vorhin. Ah, Mist. Okay, die Zeit vergeht doch ein bisschen, muss man zugeben. Ist nicht komplett so, dass es jetzt nicht vergehen würde. Ja, das schaffen sie nicht mehr. Ziel wird also knapp vor stehen bleiben hier, aber ist kein Problem, Freunde. Nach eben den Pikmin, die müssen einfach bei mir bleiben. Das ist die Hauptsache. Solange sie bei mir sind, überleben sie auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist nun alles passiert? Warum lädt es so lange? Gut, jetzt mit den gelben Pikmin. Klar, uns fehlen noch ein paar... Nachher gehen wir zurück, okay. Wenn er irgendwie in der Lage wäre, halt noch mehr von den Eispikmin herzustellen. Noch mehr von den gelben natürlich noch. Ich denke, am nächsten Tag den Rest vom Gebiet noch machen. Locker, sogar. Ja, das ganze Gebiet hier kriegst du, glaube ich, auch in 2 Tagen hin, ne?
Willkommen zurück, Roos. Es freut mich, dass du da bist. Oh, ich war unbesorgt. Schließlich konnte ich auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Ja, es war sehr hilfreich. Also, jetzt, wo du zurück bist, Roos, hätte ich eine Frage. Ist dir schon einmal Stein wie diese aufgefallen? Haha, meine liebe Colin, natürlich. Da fand ich raus, dass sie bei Erhitzen ihre feste Form verlieren und sich nach Berlin formen lassen. Prima. Aber schon immer gesucht. Kalibriert zurzeit die 3D-Drucker, damit wir das Material nutzen können, sobald du es zur Beagle gebracht hast. Okay. Und sagt nur eines. Sie alle zu retten. Und zwar ganz egal, wie viele Leute es geht. Sobald wir sie hergebracht haben, überlasse ich es dir, sie mit allem zu versorgen, was sie brauchen, Colin. Verstanden, Jeffin. Eine Sache mehr zu erledigen. Das stimmt. Rettungskrew, eine gute Energiequelle. Captain Olimar, Hilfe der Gestalten, haben wir auch schon angefunden. Ach ja. Immer viel zu tun. Die Quests reihen sich ein bisschen, wa? Sie rennen fast ein bisschen an Zelda. Tears of the Kingdom, wo du denkst, wie viele Quests sind noch? So, was mache ich jetzt eigentlich mit den Eis-Pikmin und den gelben Pikmin? Wir können ein paar neue haben. Ein bisschen größer geworden. Bilde ich mir das ein? Oder ist auch schon nach dem ein ganzes Stück gewachsen? Das sind Hunde seiner Rasse normal. Es bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist, voll ausgelassen werden kann. Die Pikmin tollen der ganz unbeschwert herum. Ja, ich glaube, sie wissen, dass Otchin auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Ja, es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Ja, ein weiterer Vorteil von Otchins Wachstumsschub ist, dass er jetzt auf Missionen Motivation sammelt. Mit richtigen Training ermöglicht sie ihm, neue Pferde kennenzulernen oder die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Klar, so motiviert. Rettungscrew, auf geht's! Rappy! So ist übrigens noch ein Stand. Haha! Verbesserungen abgeschlossen. Die Fähigkeit, die gesammelte Rohmaterial in viel einsetzbaren Ton umzuwandeln. Direkt vor Ort zu bauen. Ah, das klappt jetzt so. Okay. Eine Sache noch. Wenn er mir Rohmaterial bringt, kann ich mit meinem Labor praktische neue Hilfsmittel und Items herstellen. Michael, Otchin, retten die Welt! Retten die Rettungscrew! Ja, das sind den Pikmin noch irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich habe 10 Stück drin, aber er ist ja trotz allem noch eine rote Zwiebel, das heißt, er kann nicht noch mehr. Schnotz? Was schnotzen der so? Im Training beginnt Training? Oh nee. Ich hasse Training. Da muss noch dieser Schnotz sein. Okay, ich sehe schon, Otch hat irgendwie 4 Motivationspunkte jetzt da oben. Interessant. Bist du dieser Otch? Oder Schnotz oder so? Ah, Schnotz, okay. Schätze ansehen. Ne Bulidai! Du sammelst? Aber 50 Schätze als Nebenmission. Sollte, glaube ich, machbar sein, wa? Geil. Was zu knabbern. Okay. Also Freunde, ich würde sagen, nächste Folge werden wir wohl vielleicht ein bisschen im Labor tüfteln, mal gucken, sicher auch noch irgendwie mit Otchin ein bisschen trainieren, aber dann vor allem Expedition machen. Und ich hoffe eben, dass sich unser Ziel noch mutieren lässt, damit ich halt auch die Eis-Pikmin und die gelben Pikmin, naja, ausbauen kann quasi, noch weiter züchten kann. Hey, guter Züchter.
Und Ochi, ne? Unser guter alter Ochi, weil man auf ihn reiten und so und übers Wasser schwimmen, das wäre schon ganz geil, ne? Naja, was sei. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pikmin 4. Tschüssi.